Gemeindeleitung hat mich gebeten, ich soll doch mal darüber predigen, dass wir auch das Krankengebet anbieten, wenn jemand betroffen ist. Wie es eben in Jakobus 5, wie die Irene uns jetzt gerade vorgelesen hat, doch recht detailliert beschrieben ist. Und ich fange ein bisschen breiter an. Das Thema Krankenheilung ist ein viel diskutiertes und spannungsgeladenes Thema. Und darum möchte ich mal zuerst einen Überblick geben, bevor wir auf die konkrete Anweisung vom Jakobus eingehen. Und wenn ich jetzt so 5 Ansätze von einer Heilungstheologie vorstelle, werde ich das immer aus dieser Sicht tun, dass im ganzen Heilungsgeschehen innen unser dreieinige Gott die zentrale Rolle spielt. Darum reden wir ja von der Theologie von der Heilung. Heilung ist unzertrennlich mit Gott, unserem Schöpfer, verbunden. Das sehen wir sicher alle gleich. Eine zentrale Stelle für mich ist 2. Mose 15,26, was heisst, ich bin der Herr, der dich heilt. Luther ist da nicht so ganz exakt, wenn er sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Weil nach meinem Wissensstand kann ein Arzt nicht die Heilung an sich machen. Er kann Voraussetzungen schaffen, dass die Heilung eintritt. Er kann die vielleicht beschleunigen, aber Heilung ist immer Sache von Gott. Ich bin der Herr, der dich heilt. Und mich interessiert bei so zentralen Aussagen nachgeschlagen immer, wie es ganz wörtlich steht. Und dann habe ich im Hebräischen das Wort nachgeschlagen. Und da ist interessant, dass er heilt, ist erst die 4. Bedeutung. Die erste Bedeutung ist flicken. Die 2. ist reparieren. Die 3. ist zusammennähen. Und die 4. Bedeutung ist heilen. Kann ja auch mal gut sein zu wissen, wir haben ja Gott, der uns auch flickt. Ich möchte jetzt die 5 verschiedenen Heilungsansätze mal vorstellen. Es gibt den schöpfungstheologischen Ansatz, den wissenschaftlichen Ansatz, den souveränen Ansatz, der leidenstheologische Ansatz und der proklamatorische Ansatz. Ein Kollege und ich haben über die 5 Ansätze je eine Predigt gemacht. Und im ersten Teil der Predigt bringe ich jetzt eine Zusammenfassung von all diesen Ansätzen, dass wir ein bisschen einen Überblick haben. Und das ist es sicher von Vorteil, wenn wir heute Morgen schon einen Kaffee oder ein Cola hatten. Aber die kommen schon mit. Und alle 5 Ansätze, das möchte ich schon am Anfang sagen, beinhalten nur eine Teilwahrheit. Für mich ist keiner von diesen Ansätzen die absolut einzig richtige Wahrheit. Der schöpfungstheologische Ansatz, der betont, dass Gott als Schöpfer im Mensch Heilungskräfte angelegt hat. Das ist an und für sich für mich schon ein grosses Wunder. Weil wenn ein Auto, wenn unser Punto eine Bühne hat, dann fängt es da unten an zu rosten und der Lack blättert ab. Es wird immer schlimmer. Und beim Menschen wird es immer besser, in der Regel. Das Auto mit der Selbstheilungskraft, das müsste noch erfunden werden. Also der Mensch hat ein körpereigenes Gesundheitssystem, das unabhängig von seinem Glauben und von seiner Weltanschauung funktioniert. Eine Schnittwunde heilt in der Regel bei einem Atheist, bei einem Buddhist und bei einem Christ unter gleichen Bedingungen etwa gleich schnell. Die Heilung vollzieht sich schöpfungsgemäss und nicht glaubensgemäss. Das der schöpfungstheologische Ansatz. Der wissenschaftliche Ansatz, der stellt die pharmazeutische Forschung und die ärztliche Kunst in den Vordergrund. Pharmazeuten, Apotheker, Ärzte und das Pflegepersonal
sind nicht so sehr unter einem wissenschaftlichen Aspekt zu betrachten, sondern vielmehr, und das ist eine schöne Aussage für das Pflegepersonal unter uns, sie sind vielmehr als Werkzeug Gottes zu verstehen, die durch ihr erworbenes Wissen helfen eingreifen. Gott handelt und er heilt, aber er tut es indirekt durch die Medizin, indem wir dankbar in Anspruch nehmen, was uns hier geschenkt ist. Gott heilt also über das medizinische Wissen, das er den Menschen anvertraut hat. Und ich möchte euch noch ein Müsterli vorlesen aus dem apokryphen Buch vom Sirach. Im Kapitel 38 stehen da ganz interessante Sachen. Da steht, ehre den Arzt mit gebührender Verehrung, damit du ihn hast, wenn du ihn brauchst. Denn der Herr hat ihn geschaffen und die Heilung kommt vom Höchsten. Der Herr lässt die Arznei aus der Erde wachsen und ein Vernünftiger verachtet sie nicht. Er hat solche Kunst den Menschen gegeben, um sich herrlich zu erweisen durch seine wunderbaren Mittel. Damit heilt er und vertreibt die Schmerzen und der Apotheker macht Arznei daraus. Lass den Arzt zu dir, denn der Herr hat ihn geschaffen und weise ihn nicht von dir, denn du brauchst auch ihn. Es kann die Stunde kommen, in der dem Kranken allein durch die Hand der Ärzte geholfen wird. Wer hat gewusst, dass so Sachen in den Apokryphen stehen? Interessant. Der dritte, der souveräne Ansatz, stellt Gottes freies Handeln am Kranken in den Vordergrund. Gott kann Heilung schenken, er kann Heilung rauszögern oder er kann sie sogar verweigern. Das Reich Gottes soll dem Mensch im Wort von der Verkündigung und in der Tat von der Heilung näherkommen. Gottes Herrschaft soll angesagt und angezeigt werden. Heilung ist möglich, aber kein Muss. Solange der Tod noch herrscht, ist die Krankheit nicht endgültig überwunden. Der leidenstheologische Ansatz betont, dass Gott zwar heilig will, aber in jedem Fall der Weg vorgeben. Heilig wird als Prozess verstanden, wo der Betroffene im Lauf von diesem Prozess zu dem anreift, wo Gott ihn möchte haben. Hier steht also nicht die sofortige Heilung im Vordergrund, sondern der Weg wird als pädagogisches Ziel gesehen. Nämlich Gott besser kennenzulernen, ihm näher zu kommen. Und auf diesem Weg macht der Betroffene Erfahrungen, die er ohne Leiden eben nie gemacht hat und die ihn im Glauben weiterbringen. Der proklamatorische Ansatz geht davon aus, dass Gott in jedem Fall und unter allen Umständen heilig will. Es ist Gottes Wille, dass es seinen Kindern gut geht, dass sie geistlich, körperlich und seelisch gesund sind und wo keine Heilung eintritt, fehlt es entweder am Glauben von dem, der betroffen ist, oder am Glauben von denen, die beten, oder an beiden. Die Heilung ist von Gott her bereits parat und muss nur noch in Anspruch genommen werden. Und wo die Heilung proklamiert wird, wird sie auch im Leben vom Betroffenen Wirklichkeit werden. Soweit zu diesen 5 verschiedenen Ansätzen. Irgendwo ist euer Herz vielleicht ein bisschen warm geworden, beim einen oder anderen Ansatz. Und wie ich gesagt habe, jede von diesen Heilungstheologien hat etwas für sich, aber keine bietet die alleinige und absolute Wahrheit. Mir dünkt, Gott lässt sich in dieser Sache nie ganz in die Karten blicken und noch weniger vorschreiben, wie er zu handeln hat.
Mit dem Thema Heilung bewegen wir uns in einem Spannungsfeld. Ich habe einerseits den Wunsch, mehr von Gottes Herrlichkeit zu sehen und zu erleben. Weil zwischen dem, was ich im Neuen Testament lese, und dem, was ich sehe, im Gemeindedienst, besteht doch eine beachtliche Differenz. Ich glaube, uns ist mehr verheißen und zugesagt, als wir im Moment erleben. Andererseits distanziere ich mich ganz klar von dieser Lehre, dass Gott immer und in jedem Fall heilt, wenn wir nur genug Glauben aufbringen. Ich betrachte diese Lehre als ein Ohrfeige an alle Kranken, an alle Menschen mit Behinderung und an alle psychisch Schwachen. Ein Ohrfeige an Eltern von Kindern mit Behinderung und sogar auch an die verfolgte Kirche. Für mich verhebt das Wohlstandsevangelium nicht, weil sonst müssten ja die Foltermethoden, die die verfolgte Kirche muss auf sich nehmen, ins Leere gehen und die Gefängnistüren müssten sich auftun, wenn die nur genug glauben würden. Meistens wird das mit dem genug Glauben aufbringen nicht so wörtlich gesagt, aber so ein bisschen unterschwellig vermittelt. So habe ich es jedenfalls erlebt. Gott will heilen, also kann das Problem von ausbleibender Heilung nur auf der menschlichen Seite liegen. Und das stimmt sogar noch. Andererseits erleben wir aber noch in einer gefallenen Schöpfung und der volle Durchbruch vom Reich Gottes steht noch aus. Und es gibt Wege Gottes und Geheimnisse Gottes, die wir müssen respektieren und nicht können ergründen. Jetzt aber konkret zum Text aus Jakobus 5. Mir ist wichtig zu betonen, dass Krankheit kein Privatproblem vom Betroffenen ist, sondern eine Angelegenheit der ganzen Gemeinde. Wenn ein Gemeindeglied leidet, leiden alle anderen mit, sagt uns der Paulus, 1. Korinther 12. Das sehen übrigens der Paulus und der Jakobus genau gleich. Und ich freue mich zu sehen, dass in unserer Gemeinde wirklich eingestanden wird für die Kranken. Das zeigt mir, dass eine Gemeinde eben mehr ist als ein Samariterverein. Was soll ich denn konkret tun, wenn ich von Krankheit betroffen bin? In der Bibel gibt es nie so praktische Anweisungen wie beim Jakobus, was man in einem Krankheitsfall wirklich tun soll. Leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat einer Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr dem Kranken helfen, er wird ihn aufrichten und ihm verkünden und betet füreinander geladen hat. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Mir dünkt interessant, dass der Jakobus sagt, die Initiative soll vom Kranken ausgehen. Er soll die Gemeindeleitung zu sich rufen. Weil mit dieser Handlung zeigt der Kranke, woher er Hilfe erwartet, nämlich von Gott. Und das ist ein Dienst, den wir in unserer Gemeinde auch gerne tun und anbieten. Ihr dürft uns gerne ein Krankenbett rufen. Und oft erlebe ich da wie eine falsche Zurückhaltung, die Gemeindeleitung zu rufen. Und wahrscheinlich kommt es so daher, dass man nicht so genau weiss, ja, was passiert denn. Und darum beschreibe ich euch das gerne, was wir machen. Wenn wir beim Kranken sind, dann haben wir zuerst mal einen Austausch über sein Ergehen. Was ihn beschäftigt, was ihm Mühe macht, was ihn belastet, vertraut er uns im Sinn von einem seelsorgerlichen Gespräch an. Es wird auch niemand ausgequetscht,
weil die Schilderung von der Not ist schon ein Stück wohltuend und befreiend. Das Bekennen von der Sünden, wie es im Text angesprochen ist, betrifft übrigens den Kranken und die Gemeindeleitung. Hier wird vom Jakobus, glaube ich, darauf hingewiesen, dass Krankheit eben auch im Zusammenhang mit einem falschen Lebensstil könnte stehen. Nicht muss, aber könnte stehen. Wer anderen nicht vergibt, sondern bitter ist gegen sie, muss halt vielleicht mal mit einem Magengeschwür rechnen. Wer übermäßig isst und trinkt, muss vielleicht mit Herz- oder Leberproblemen rechnen. Darum wird dem Kranken hier eine Tür aufgetan, dass er sich von sündigen Mustern abwenden kann und mit Gottes Hilfe einen neuen Lebensstil einüben kann. Der Dienst der Gemeindeleitung wird als Leib und als Seelsorge verstanden. Und dann, nach dem Austausch, lese ich die Verse aus Jakobus 5 vorlesen, dass sie uns allen richtig gegenwärtig sind. Und dann stellen wir von der Gemeindeleitung uns um einen Kranken auf und ich salbe ihn mit Öl als Zeichen von der Weihe und Hingabe an Gottes Willen. Die Salbung geschieht so, dass ich nicht ein Güterchen Öl ausgieße, sondern meistens ein Kreuz so auf seine Stirn mache mit Öl und ihm so im Namen vom dreieinigen Gott salben. Dann beten wir alle zusammen unter Handauflegung mit dem Betroffenen und segnen ihn im Namen vom dreieinigen Gott. Und das Gebet hat dann die grosse Verheißung, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, heißt es wörtlich. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Das ist eine Zusage, die wir so beanspruchen. Wer seine Not zusammen mit den Leitenden von der Gemeinde zu Jesus bringt, dem sein Leben wird eben im Gesamten in Ordnung gebracht. Welchen Weg Gott uns auch führt, ein bereinigtes Verhältnis zu Gott ist und bleibt das Wichtigste. Das Heil vom inneren Mensch steht über der Heilung vom Körper. Noch ein paar ergänzende Bemerkungen. Die Handauflegung geschieht entweder auf die Schultern oder auf den Kopf, aber nicht auf die betroffene Stelle. Wenn eine Frau betroffen ist, achten wir darauf, dass auch eine Frau, also bei uns Christiane, dabei ist. Und Krankheit verstehen wir im Sinn, wie der Jakobus sagt, leidet jemand. Das können körperliche und seelische Leiden sein und wie wir jetzt noch sehen werden, können das auch geistliche Nöte sein. Wenn jemand im Spital ist oder mir meldet, dass er psychische Probleme hat, dann nehme ich in der Regel unverzüglich Kontakt auf und je nach Situation wird ja auch die Gemeinde zum Betten mobilisiert. Was tun wir aber, wenn jemand weder körperlich noch seelisch krank ist, sondern geistlich? Tun wir uns da auch darum kümmern, wie der Jakobus schreibt? Liebe Brüder und Schwestern, wenn einer von euch vom rechten Weg abkommt, dann sollt ihr ihn zur Umkehr bewegen. Es geht hier weder um Mission noch um Evangelisation. Der Jakobus redet von der Möglichkeit, dass ein Christ vom rechten Weg abkommen und den Glauben verlieren kann. Solche Leute ziehen sich in der Regel ganz heimlich zurück. Sie sind immer weniger anzutreffen im Kreis der Gläubigen. Sie schließen sich auch nicht einer anderen Gemeinde an. Sie haben innerlich längstens gekündigt. Die persönliche Zeit mit Gott haben sie aufgegeben. Bibellesen und Beten bringen ihnen nichts, wie sie sagen.
und das Zusammensein mit anderen Gläubigen wird gemieden. Es kann verschiedene Gründe haben, wenn jemand am Glauben den Rücken kehrt. Jede Zeit ist darauf ausgelegt, Menschen vom guten Weg abzubringen, von Jesus wegzuführen. Es sind oft hintergründige Mächte, die jemanden vom Glauben wegziehen und in ihren Bann ziehen. Es können noch intellektuelle Zweifel sein, das ist mir auch schon begegnet. Wir möchten zwar glauben, aber mit unserem Verstand geht das irgendwie nicht auf. Es können noch Christen sein, die uns bodenlos enttäuscht haben und ihre Schuld nicht eingesehen. Es können Verlockungen sein vom Reichtum, vom Ansehen, vom Vergnügen, die uns mehr in ihren Bann ziehen als Gott und sein Reich. Und was ich am meisten erlebt habe, sind Menschen, die von Gott enttäuscht waren. Was können wir dagegen unternehmen? Auch hier gilt der Grundsatz, Vorbeugen ist besser als heilen. Darum die Frage an die reifen Christen unter uns: Wie denkst und wie redest du über die Jungen und über Leute, die jung im Glauben sind? Sind sie dir ein Anliegen? Kommen sie in deinen Gebeten vor? Als geistliche Persönlichkeit erwartet Gott mehr von uns, als dass wir über die Jungen, über ihren Lebensstil und über ihre Musik erfahren. Natürlich müssen wir nicht alles gutheissen, aber denken wir doch mal zurück, wo wir jung waren. Sind wir heute noch so tolerant, wie wir dann mit uns tolerant waren? Jeder Mensch hat ein überaus gutes Gespür dafür, aus welchem Motiv heraus dass er behandelt wird. Wie wir über andere denken, können wir kaum verstecken. Unsere innere Haltung schlägt durch wie ein aufdringliches Parfüm. Natürlich weiss auch der Jakobus, dass allein Gott einen Mensch zur Umkehr bewegen kann. Aber Gott handelt eben manchmal über andere Menschen. Er braucht manchmal menschliche Werkzeuge. Ein Zitat lautet: Die Hand des guten Hirten, die nach den Verlorenen greift, hat menschliche Finger. Und ganz richtig hat auch der Gründer der Pilgermission gesagt, der Christian Friedrich Spittler: Wenn wir dafür sorgen, dass aus Heiden Christen werden, dann müssen wir auch darauf achten, dass aus den Christen nicht plötzlich wieder Heiden werden. Und beim kranken Menschen geht es ja darum, wie er die Jahre, die vor ihm liegen, noch zubringt. Und jeder möchte eine gute Lebensqualität haben. Das ist legitim. Beim irrenden Menschen geht es aber um noch mehr. Es ist die Frage, wie er die vor ihm liegenden Erdenjahre und die Ewigkeit zubringt. Diese Frage muss uns wirklich brennen. Ihr müsst nämlich wissen, wer einen Sünder von seinem falschen Weg abbringt. Oh, jetzt habe ich. So, jetzt ist gut. Ihr müsst nämlich wissen, wer einen Sünder von seinem falschen Weg abbringt, der hat diesen Menschen vor dem sicheren Verderben gerettet, denn Gott hat ihm seine Sünden vergeben. Ich komme zum Schluss. Der alte, pensionierte Prediger war schwer krank. Und der junge, amtierende Prediger ist ihn besuchen und hat sich verpflichtet, ihm ein Trostwort zuzusprechen. Und hat ihm gesagt: Gell, lieber Bruder, es heisst in der Bibel, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Ja, hat der Kranke aus seinem Bett heraus gesagt. Das ist schon recht, das steht so in der Bibel, aber ich wäre froh, wenn der Herr wieder mal einen anderen lieb hat. Als Erinnerung an die Predigt und an den Gottesdienst heute möchte ich euch einen Vers mitgeben, Psalm 147, Vers 3. Hinten kann man sich bedienen, es sind so Kärtchen mit einem zerbrochenen Herz und einem Heftpflaster drauf.
was heißt, er heilt, die zerbrochenen Herzen sind und verbindet die schmerzenden Wunden. Eine wunderbare Verheißung.